Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und wie versprochen fangen wir hier direkt beim Qualenfürst wieder an, wo wir gegen den gekämpft haben. Und jetzt geht's weiter in die Mana-Festung. So, die kommen anscheinend nicht über dieses Portal hinweg, die Kreaturen. Also machen wir die doch mal so fertig. Wenn wir die doof Abstand halten können, umso besser, finde ich. So, da. So, hat sich eh schnell erledigt, das Ganze. Gehen wir nochmal vielleicht dort hier. Richtung Werwolf und Schleim. Okay. Beide in die Ecke reindrängen, wenn möglich. So. Sehr schön, der Werwolf ist erledigt. Die Endgrütze ist auch erledigt. Jetzt müssen wir nur noch den Brei hier niedermachen. Okay, sehr schön. Okay. Wäre anscheinend echt egal gewesen, wo wir hingehen. Gretel erreicht Level 59. Das hört man doch auch gern, genauso wie der Ackermanns Heinz. Ach, Gretel, du bist doch echt zu blöd, um aus dem Bus zu winken. Also sowas kann es doch echt nicht sein. Diese NSC-Dummheit, Gewittererleid. Die Helga erreicht jetzt auch noch Level 59 und beide Klatscher noch erlegt. Okay. Also Mädels, darf man so dumm sein? So. Da geht's nochmal weiter. Hier der Werwolf. Die Modergrütze haben wir auch noch erlegt. Und da könnte man auch noch wohin gehen. Sodela. Hopp, 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 vorsichtig. Na, der Hansel wird jetzt sich... ja, wird sich jetzt wieder voll geheilt haben. Sehr gut. Das war's dann mit ihm. Okay, hier geht's auch noch irgendwo weiter. Alter Falter, ich mag das nicht, wenn man immer so verschiedene Möglichkeiten hat, wo man hingehen kann. Und dann nämlich genau weiß, ist das jetzt gerade wichtig oder ist das einfach nur optional gerade? Weil wenn ich es wüsste, würde ich auf jeden Fall direkt auf die optionale Sache zuerst gehen. Uiuiuiui. Da hat jemand richtig schade gemacht. So. Okay, was gibt's denn hier noch Gutes? Hier gibt es anscheinend noch so eine kleine Arena. Mit verschiedensten Gegnern. Okay, der hat sich gerade selber gecrashed. Und wie sieht's bei dir aus, Schleim? Und sehr gut. Das sieht so aus, als würde es irgendwie weitergehen. Aber wir können auf jeden Fall nochmal alles hier abchecken. Und die Gegner bringen ja auch immer noch so ein bisschen Erfahrungspunkte mit. Hallo, Dämonenritter. Das war für dich anscheinend trotz Schwert nicht möglich, hier durchzukommen. Und die Voodoo-Maske gebärt wieder jede Menge Dämonenritter, oder hat es zumindest vor. Aber ich glaube, da hat sie die Rechnung ohne uns gemacht. So. Bitteschön, die Rechnung war so hoch, dass er einfach geplatzt ist. Okay, dann konnte man noch irgendwo hier mit der Peitsche wieder wohin gehen. Das sollten wir auf... Nein, nicht die Drachenlanze, sondern das hier. So, und rüber mit uns. Onyxpeitsche und Drachentöter. So. Okay. Oh, ich mag das nicht. Dieses Verbrühtwerder. Das sind die nervigsten Stats, die es überhaupt gibt. Wenn man dann so gewisse Zeit noch eingesperrt ist. So, oder beziehungsweise handlungsunfähig ist für eine gewisse Zeit. Gut, der Höllenhund ist kaputt. Und die Modergrütze, ach. Jetzt fehlt nur noch der Werwolf. Komm schon. Urpala. Huiuiui. Hat aber viel verursacht hier an Schade. Lecco mio. Alter Falter, wo geht's denn hier überall hier? Okay,
Okay, das ist einfach nur ein leerer Raum. Da ist nichts Besonderes. Neben können wir aber auch noch wo hingehen. Da aber geht es jetzt auch nirgendwo Spezielles hier. Gucken wir uns einfach nochmal um hier in dem Gebiet. Nö, hier ist auch nichts Besonderes. Panikente ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Komm schon her, du. Panische Ente. Boah, Ente sind auch so köstlich. Ohne Scheiß. Ach ja. Am liebsten ja wirklich so Ente mit knuspriger Haut. Oh, das ist so lecker. Am besten wird es immer noch beim Chines gemacht. Ich habe es ja einmal selber probiert. Zu Weihnachten habe ich mal Ente gemacht. Und es war okay, aber ich habe die Haut nie so knusprig gekriegt, wie das wie beim Chines möglich ist. Beziehungsweise wie man es halt serviert kriegt. Ach ja, irgendwann komme ich auch mal dahin, wie das funktioniert. Es sei denn, ihr habt jetzt auch irgendwelche Rezepte, die ihr mir weitergeben könnt. Mag zwar etwas merkwürdig sein beim Let's Play über Kochrezepte zu retten, aber gute Entebrust oder so, die knusprig ist, esse ich natürlich auch sehr gern. Okay, ich denke, jetzt haben wir hier wirklich mal alles gesäubert. Und haben festgestellt, dass hier eigentlich nichts Großartiges mehr war. Uiuiuiui, 533 Schadenspunkte. Nicht schlecht, Herr Specht. Sehr gut. Okay, das hatten wir alles soweit. Und die Epilepsie-Festung bringt uns hier aber auch nicht großartig weiter. Habe ich eventuell hier irgendeinen Durchgang oder was übersehe? Entschuldigung, das war verschluckt gerade. Oh Mann. Nee, also einen Durchgang sehe ich hier auch nirgends, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ohne können wir auch nicht vorbeiwursteln. Dann muss es doch hier irgendwo in der Nähe sein. Wie gut, dass wir jetzt erstmal alle Gegner beseitigt haben. Und gucken wir uns nochmal genauer um. Okay, eventuell hier. Da lungert nämlich noch so Voodoo-Maske rum. Ja, das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Sodela. Ups. Vergiftet war er. Gretel, ich glaube, es wäre echt nicht verkehrt, wenn wir uns alle nochmal heilen würden. So, gut. Sehr schön. Der Ritter ist schon mal kaputt. Und die Maske, die ist jetzt auch hinüber. So, den Speerkuber könnte man eigentlich einfach Speerkuber sein lassen. Ich meine, der macht hier nichts Großartiges. Ey, hör auf mich zu klatschen. Mana-Helden klatschen ist noch nicht. So, fort mit euch. Ihr ekelhafte Gestalter. Wenn Gegner schon so rosa Schleim wären, denn er ist nicht so trauer. Definitiv nicht. Och, Mädel. Wie dumm bist du eigentlich? Hätten sie dir einen Schienebolze ins Hirn reingerammt. Okay, jetzt komm ich nachher. Das war aber, glaube ich, auch noch bei Resident Evil 4 so. Diese Ashley, die man dann nur als NSC gehabt hat, als Begleitung gehabt hat, die war ach so dermaßen dämlich programmiert. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt müssen wir dann doch wieder an dem Koopa vorbei. Und zack. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Peitsche erreicht Level 1. Okay, das muss auf jeden Fall hier weitergehen. Denn hier zittert der Weg vor uns. So, perfekt. Dann können wir hier weiter teleportieren und landen. Ih, da wird das ja nachher eklige Grütze. Was bist denn du für einer? Blutpudding hieß das Vieh, glaube ich. Oder war das der erste? Ich bin mir nämlich sicher. Moderpudding. Genauso vertrauenserweckend. Okay. Und gegen was ist er empfindlich? Nocturne. Hui, das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber na gut, dann kriegt er natürlich die volle Dröhnung Nocturne ab. Erstmal die Hades-Granaten uns zu testen. Level 2.
Sieht wohl aus, als müsste man noch ein bisschen aufleveln bei der Hades-Granate. Ah, 135 Schaden macht's. Okay. Dann jagen wir uns so lange den Nocturne um die Eier. Scheint jetzt wohl gestiegen zu sein, oder? Ja, Hades-Granaten sind auf Level 3. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Nocturne erreicht Level 3. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie viel die Hades-Granaten so an Schaden machen. Gretel, du könntest eigentlich auch noch in der Zwischenzeit einmal hier Hex machen. 270 macht das jetzt schade. Nicht schlecht. Säureregen kriege immer ich ab, aber das macht nichts. Das macht dann besonders viel Schade, glücklicherweise. Okay. Yes, das Allied. Könntest du was bitte sein lassen? So, Helga. Sei muss ja nett und mach doch mal hier das stärkere Höllenaura. Ich will nur wissen, wie viel Schade das macht. Noch einmal bitte. So. Und es macht wie viel? Ein Schadenspunkt. Ja geil. Nur dafür, dass es 8 MP kostet. Hat so richtig was gebaut. Alter. Wie oft will ich noch hintereinander machen? Alter. Das war eigentlich ein rhetorischer Spruch. So. Ich mag eigentlich noch ganz gerne ein bisschen aufladen und mag dir dann mit Stufe 7 auf die Pelle rücken. Achtung. Okay, das hat jetzt mal wirklich schade gemacht. Nicht schlecht. So, dann nochmal Hades-Granaten drauf. Helga, Gretel. Sei muss so nett und machen wir auf mich. Und. Sehr schön. Jetzt machen wir nochmal Quatsch. Jetzt machen wir nicht nochmal Quatsch. Jetzt machen wir dreimal die Hades-Granaten hintereinander drauf. Und dann dürfte gut sein. Und ich hoffe, die Gretel hat auch nochmal ordentlich was erwischt. Sehr schön. 777 Schadenspunkte macht das. Jetzt ist der wieder mit seinem Säureregen-Wasserfall dran. Und im Gegensatz zu einem anderen Pudding wird der größer statt kleiner, je mehr man ihn verletzt. Achtung, jetzt gibt's wieder was mit der grobe Kelle für dich. Dämliches Mistvieh, komm her, du. Sehr schön. Der hat wieder gut was abgezogen. Und als drauf in der hohle Schwabbelkopf. 1, 2, machen wir Nummer 3. So allmählich wird es auch schwieriger, sich zu bewegen hier. Okay, das habe ich den Ende verpasst. Egal. Ja, allmählich wird es wirklich ja richtig schwierig, sich hier zu bewegen. Okay. Oh, das war jetzt nicht so besonders gut. Noch einmal. Jetzt bin ich wieder bewegungsunfähig hier drin. Na toll. Jetzt macht er nur noch 45 Schadenspunkte. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach, nicht schlecht. Na toll, also es geht überhaupt nichts mehr. Toll, dankeschön für das Säureregen. Level 7 nochmal. Und gut, schön, dass ich jetzt hier in einer Position bin, wo man es überhaupt nichts mehr bringt. Machen nochmal Analyse. So, nochmal gucken. Erfahrung, ja, okay, schön. Immer noch gegen Nocturne. Davon merke ich interessanterweise nicht gerade sehr viel. Nochmal auf Alla. Und Helga macht auch nochmal Nocturne drauf. Es ist halt scheiße, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Ah, jetzt macht es wieder richtig schade. Okay. Gut. Und so allmählich wird ja so richtig fett hier, dieser Pudding. Und noch einmal. Gut, weil es geht einfach nichts mehr an Bewegung. Ich kann das Vieh jetzt auch nicht mit meiner Waffe attackieren. So, noch einmal. Alter Falter, jetzt füllt er schon fast der ganze Bildschirm aus hier. Also der hat es nämlich so besonders lang. Deswegen mache ich jetzt auch nur noch einzeln hier
Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Nocturne erreicht sogar Level 4 jetzt. Wow. Jetzt gucken wir mal, was der letzte an Schade macht, falls er den nicht sofort killt. Hadesgranaten Level 4. Und? Okay, er hat ihn vollständig getötet. Wir konnten jetzt leider nicht sehen, was er an Schade macht, aber bestimmt sowas über 300 bis 400 Schadenspunkte wird er bestimmt gemacht haben. Sehr schön. Ach ja. Und weiter geht's. Kriegen wir einen Orb? Anscheinend nicht, aber wir kriegen Levels. Für alle zusammen. Ja, alle sind jetzt auf Level 60. Geil. Ein Orb gibt's leider nicht. Ha, das ist schade. Okay, wir sind jetzt trotzdem wieder im nächsten Bereich von der Mana-Festung. Und haben bis dato mal nichts verschwendet an Gegenstände. Deswegen würde ich sagen, wir zwacken dem Dämonenritter jetzt noch ein bisschen MP ab. Sehr schön. Ziehen nochmal ein bisschen was ab von ihm, falls es nicht alles war, was er gehabt hat. Okay, sehr schön. Die haben ja reichlich MP hier, die Kerle. Und? Es reicht sogar noch, um sich eine Eisklinge zu zaubern. Okay, was ist das jetzt für einer? Master Ninja. So, so. Er kriegt erstmal einen Zaubersog ab, der Kerl. Oh, bei dem können wir bei weitem nicht so viel abziehen. Und er zieht uns jede Menge ab. Verfluchter Kerl. Okay, das wird ein etwas härterer Kampf. Mädels, ihr solltet dringendst weg von dem. Ihr solltet echt dringendst weg. Dann brauchen wir dich nochmal mit deiner Magie. Weil ich befürchte, der Kerl ist wirklich eine härtere Nummer. Und deswegen gehe ich jetzt einmal mit Level 7 dran mit meinem Schwert. Ja, der versucht schon gierig zu uns zu stapfen, der Typ. Sehr gut. Dafür hat es richtig gut gereicht. Perfekt. Ab hier scheinen jetzt wohl die etwas härtere Kaliber an Gegnern noch mitzukommen. Zusätzlich sind dann eine kleinere Gegnertype. So. Ich höre nur das Zombie-Geheule. Und so nennen sie das andere Vieh Zombie-Fuchs. Ich weiß ja nicht so recht. Oh nee, weg von dieser Flammenwand. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. Weil das sind echt ätzende Stats. Okay. Sehr schön. Urpala. Heinz ist erledigt. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, der Dämonenritter hat einen Crit gelandet bei mir. Glücklicherweise bin ich nicht wirklich erledigt, also nicht wirklich hinüber. Uiuiui. Okay, was denn angeht, machen wir jetzt nochmal einmal sammeln. Und der soll mich mit seinem Boomerang, was wahrscheinlich Shuriken darstellen soll, nicht treffen. Von daher, ja, machen wir es mal so. Achtung. Und sehr schön. Das reicht schon aus, um die zu smashen hier, die Kerle. Hups. Ein Drachenritter. Das Imperium schlägt wieder zurück, wie ich sehe. Die sind anscheinend, ach hier, die Ritter vom Imperium. Uiuiui. Das ist aber ein neuer. Das sind diese Chaos-Ritter. Ups. Wie hießen dann die Kerle? Terminator. Okay. Weil ich habe hier ein paar schöne Sachen. Die könnten was Schönes droppen, die Typen. Und für Nocturne sind die fällig. Okay, cool. Probieren wir doch gleich mal aus. Mit unserer Hadesgranaten auf Stufe 4. Weil ich weiß, dass die Kerle was richtig Geiles droppen können. Wenn man sie fertig macht und wenn sie dann eine Kiste fallen lassen. Okay, das lief nicht. Okay. Warum wohl? Die hinterlassen nämlich Ausrüstungsgegenstände, die ziemlich mächtig sind. So, probieren wir es immer so. Perfekt. Und? Nee, er droppt leider nichts. Schade. Die Voodoo-Maske können nämlich auch was Schönes fallen lassen. Deswegen ist es bei denen eigentlich auch immer lohnt, die niederzumachen. So, gut. Okay. Quatsch. Und es geht immer weiter und tiefer in die Mana-Festung rein. Und die Architektur bleibt zwar immer dieselbe,
Aber der Aufbau ist immer etwas anders. Hat aber schon was Labyrinthartiges fast an sich hier, die Mana-Festung. Okay, der heilt sich. So, ohne können wir eh nicht durch. Und so. Da ist wieder so ein Terminator. Der kann jetzt gern sein Energieschild wirken, bis wir bei ihm sind. Könnte das schon längst hochgelost haben. Von daher ist das in Ordnung. Werwolf ist erledigt. Jetzt ist das wirklich. Okay, Gretel. Ich mag gerade mal gucken, wie es ausschaut. Okay, Level 6 ist nach wie vor der höchste. Hoffen wir, dass du bald Level 7 erreichst mit deiner Klaue. Oder Level 8 sogar. Ach ja. Klatsch. Bam, bam. Und so. Wieder so ein Master Ninja. Ihr solltet euch besser von dem fernhalten. Ich werde mich schon um den nochmal kümmern mit meiner Stufe 7 Attacke. So. Dann ist er nämlich auch erledigt. Und die droppen eigentlich auch ziemlich geiles Inventar. Scheiße, das war der Nebelkauer. Das war voll der Nebelschlager. Egal, komm. Dich kriegen wir jetzt auch nochmal so. Wir machen ja wenigstens Schade. Sehr gut. Und? Nee, leider lässt keiner von denen was fallen. Weil hier funktioniert es jetzt, glaube ich, nämlich so, dass es einen Händler gibt, der tolle Sachen hat. Sondern hier müssen wir uns unsere Ausrüstungsgegenstände von der Gegner der Mana-Festung selber verdienen. Das wären dann die Voodoo-Maske, das wären die Terminatoren und die Master Ninja, die die gute Sache droppen. Und lasst der eventuell auch noch was Schönes fallen. Schokolade. Schade. Da haben wir nämlich zu viel davor. Okay, das Gebiet machen wir jetzt auch noch durch. Und dann würde ich nämlich dann auch meinen Cut setzen an der Stelle. Ups, da ist er ja wieder. Der Terminator. Mistkerl. Okay. Ich hoffe, er hat was für uns dabei, weil der hat, glaube ich, die Hauptrüstung, die Körperrüstung. Keine Armreife, sondern ich glaube, der hat wirklich so Körperrüstung für uns. Und? Mist. Okay, dann müssen wir das anders machen. Nocturne for the win. Dann müssen wir das so lösen. Sehr schön. Das macht auf jeden Fall genug Schaden, um die Kerle auszunocken. Bitte lass was fallen. Schade. Und du? Lass dir was fallen? Schade. Ah, wäre auch zu schön wahr zu sein, dass die jetzt schon so tolle Ausrüstungsgegenstände droppen. So. Ups. Ja komm, der macht jetzt eh wieder nur Kraftwassergedöns. Komm schon. Gut, das war sehr schnell. Und du auch noch. Du Wolf de Ver. Stirb! So. Er hinterlässt uns leider nichts. Wieder nur Klatscher und Voodoo-Maske. Sehr schön. Auf Säureregen Level 7 zu machen, du Mistvieh. Mir auch noch schade damit zu machen. Boah, Alter. Die reißen jetzt aber auch ordentlich rein, die Viecher. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Na, endlich. Schwert erreicht. Level 8 und das erlebt er gerade noch so mit, weil jetzt ist er hinüber, der Heinz. Okay, Gretel. Sei mal so gut und mach mal ein bisschen Hartz-IVinger auf der Ackermanns Heinz. So, und so ist er wieder. Perfekt. Gretel, es ist Zeit für einen Schorle. Eine gute Riesling-Schorle her. Oh, ich hoffe, das überlebt sie noch. Sehr gut. Hui. Gerade noch so auf 0 gefallen und nicht verreckt. Das ist gut. Ausgezeichnet. Gretel erreicht Level 61 dafür. Klatscher ist erledigt. Der Heinz erreicht auch noch Level 61. Und die Helga genauso. Gewitter erleiht.
Wir prügeln uns doch schon ordentlich durch, würde ich sagen. Uah, jetzt fangen diese Master Ninja auch noch ein, Horde aufzukreuzen. Schlimm genug hier mit den Kerler. Uah, uah, uah. Renn nicht so her. Renn nicht so her, Kerler. Okay. Puh, bin er weg? Weil die machen nämlich auch ordentlich Schade, die Kerle. Aber, uah, scheiße. Aber je mehr... Uah, lass mich doch in Friede, Mann. Gibt's am das? Je mehr von deiner Hansel, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die eventuell auch was droppen. So, nochmal ein Hartz-IV-Ringer. Und, dann würde ich sagen, hier ist eigentlich schon mal eine ganz gute Stelle auch für einen Cut. Ich habe jetzt ein vollständiges Gebiet durchgeackert. Aber ich denke, hier machen wir mal so eine kleine Ruhepause. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer Episode von Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo es dann weitergeht in der Mana-Festung. Also machen's gut und bis morgen. Und sorry, wenn es etwas überzogen war heute von der Zeit. Iron Yankee.